Zurück in die Vergangenheit. Das Spiel, das ihn begeistert. Nee, natürlich nicht zurück in die Zukunft. Dankeschön, aber ich ihm noch an der Hill Valley Expo 1931. Noch ein Stück Eigenkuchen? Sicher, Mister. Moment mal. Sie stellen diese Eigenkuchen her? Aber ich dachte, Sie hassen. Hey, du bist der Kerl, der sich an meine Junis rangemacht hat. Ach, um Himmels... Kein Eigenkuchen für dich, Freundchen. Schade. Okay, Leute, es wird Zeit. Die Erleuchtung erwartet Sie auf dem Meeresgrund. Okay. Vielleicht später. Jetzt erst einmal wird es Zeit für... das Teil. Sprich, wir versuchen es mal auszutauschen, wa? Was? Ist was, Doc? Nö. Gut. Ich grüße alle Vordenker von Hill Valley. Ich stecke die Muse. Ich grüße alle Vordenker von Hill Valley. Nixon wäre wirklich stolz. Jo, irgendwie schon. Was noch irgendwie aktivieren oder so? Ich hab's mir überlegt. Die sehen hier nicht so gut aus. Nein, aktivieren sollst du, du Trottel. Marty McFly. Nixon wäre wirklich stolz. Auf jeden. Also, auf Nixon, wa? Egal. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Fertig, los. Ab zum Haus, Home of the Future, der Game. Was? Nee. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Ja, auf das Eigenheim warte ich immer noch. Seit bald schon 100 Jahren, war 31, doch, also viel fehlt nicht mehr. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten, oder sagen Sie... Brown anwesend? Nö. Klondike 4253. Hill Valley Expo. Techne hier. Wer ist dort? Michael Corleone! Ich bin's, Karl. Oh, hi, Mr. Sagan. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie Edna noch einmal für mich ans Telefon holen? Sicher, Mr. Sagan. Hey, Eure Hoheit! Mr. Sagan, Sie dürfen mich nicht noch einmal einfach so anrufen. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit Detective Parker widmen. Ja, sicher doch. Ich habe nur noch ein paar Fragen. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Jede Nacht öffnen Sie Ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen Ihre Sittenlosigkeit zur Schau. Und die Gesetzeshüter... Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde. Und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja. Hat Ihnen meine Antwort gefallen? Sie war sehr aufschlussreich. Auflegen. Was? Gespräch beendet. Mann, Edna war schon immer verrückt. Ich hoffe, dieses Geständnis genügt Parker. Muss es, weil sonst hätten wir ein kleines Problem. Begrüßen wir nun den Mann, der die unerschöpflichen Möglichkeiten von wuchernden Algen erkannt hat. Willkommen, Ernest Philpott. Danke, Trix, Techne. Es ist eine große Ehre, heute hier sein zu dürfen, unter all diesen schlauen Köpfen. Wie die Dame bereits sagte, ich forsche auf dem Gebiet der Algen. Algen, meine Damen und Herren, sind geheimnisvoll und noch recht unerforscht.
Nach ausführlichen Studien und unzähligen Experimenten glaube ich, die Geheimnisse dieses noblen Gewächses entschlüsselt zu haben. Diese Antwort wird bestimmt viele Leute brennend interessieren. Voller Stolz, der staunende Brennend, dann schlecht. Algenkuchen, meine Damen und Herren, stellen den nächsten Schritt der Agrarrevolution des 20. Jahrhunderts. Smirnoff. Algen besitzen lebenswichtige Hey, Danny. Inhaltsstoffe. Entschuldigung, Genosse. Wir versuchen gerade, die Expo vor solchen Gestalten wie dir zu schützen. Es dauert nur eine Minute. Konnten Menschen bis zum heutigen Tage nicht von den Unsere Vorteilen Aufzeichnungspflanze. dieser Es ist aber Nahrung keine gute profitieren, Idee, da der Polizeieigentum Geschmack zu stehlen. der appetitlich ist. Wissen Sie, ich Aber habe Sie nie gesüßt gefragt, mit warum Sie Mais-Sirup die Bars und den Kinder Stücken gebrannt haben. zusammengehalten durch die Weil magischen niemand sonst Kräfte etwas des gegen Gummi. sie unternommen hat. Arabicum. Detective Parker. Algenkuchen für wahr. Sicherlich Eine glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so Sie sind sicher, was ich herzlich glauben soll, Ma'am. eingeladen, einen Aber Stand wegen zu dieser besuchen. schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Oh, sehr gut. Himmel, was ist das? Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf Hey, reinzufallen. hey! Heißt das etwa, wir können Emmets Stand wieder freigeben? Denke Das ja. interpretieren wir mal als ja. Emmet muss doch hier irgendwo sein. Danke, Ernest. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen. Statten Sie dem Stand einen Besuch ab und sichern Sie sich ein Stück Algenkuchen. Ich habe es getan und es war sehr interessant. Ich werde bald einen weiteren Höhepunkt unserer Expo präsentieren. Bis dann! Tschüss. Scheiße. Das ist gerade ein bisschen beschäftigt. Okay, Leute, Zeit für uns. Wo ist Emmet? Wo haben wir noch nicht geguckt? Das ist da geöffnet. Gehen wir mal hoch, wa? Ja. Entschuldigung. Weg da. Emmet wird mit seinem elektrokinetischen Levitator fliegen. Und zwar heute. Also wird ihr mal da hochgehen oder so? Oder geht das nicht? Hast keinen Bock drauf? Hm. Nö, geht nicht. Okay, aber da stand ich schon mal auf. Das ist schon mal sehr geil. Tja. Haben wir sonst noch einen direkten Hinweis, der irgendwie etwas... Oh, kann natürlich hier reingehen. Niemand da. Okay, sondern so früh. Gut. Dann, das, was ich mir jetzt ein paar angesprochen habe, von wegen Verwaschen und so. Entschuldigen Sie, Mr. Dutot, Jacques Dutot, zu Ihren Diensten. Ich suche einen Freund von mir, Emmet Brown. Großer junger Mann, rotbraunes Haar. Abwesender Blick? Das ist er. Wissen Sie, wo er ist? Er ist gerade mit einem älteren Gentleman vorbeigekommen. Ich glaube, Sie sind ins Glashaus gegangen. Super, danke. Also doch. Ja, wegen Verwaschen, das fahren wir später noch. Hey, Emmet, komm da raus. Hör nicht auf ihn. Perfekt. Allerdings. Und hinterher. Auf der Rettungsmission des jungen Emmet Brown vor seinem älteren Emmet Browns. Hä? Willkommen im Atlas Glashaus, der Zukunft des häuslichen Lebens. Okay, Emmet, verschwinden wir von hier. Emmet! Emmet, hör einfach nicht auf ihn, er ist verrückt. Ich bin mir noch nicht sicher wegen dieses Geschäftsangebotes, Mr. Sagan. Lassen Sie es mich noch einmal erklären. Atlas Glas, unzerstörbar und schalldicht. Schalldichtes Glas, großartig. Ja, Der aber gerade noch Wohnraum gefehlt. ist so gestaltbar, dass er jedermanns Ansprüchen genügt. Sie brauchen ein Arbeitszimmer? Schieben Sie einfach die Wände herein. Oder wieder heraus, damit ein Bankettsaal entsteht. Das sind irgendwie wirklich mal praktisch, aber eben, das klappt nur bei Häusern, vor allem bei Anstöcken und so, bei mehrstöckigen. Naja, und vor allem bei Wohnungen ist es ein bisschen schwieriger, wegen ganzen Stabilität und so weiter.
Hä, verarschen? Na bitte, hier mal ziehen. So, und dann hier wieder zurück. Nein, nicht umdrehen. Nein, Martin, was machst du da? Martin. Martin McFly. Das ist eigentlich ein zweiter Vorname, war der Arthur, weiß gar nicht mehr. Na gut, müssen wir theoretisch jetzt runter, wa? Ging das echt so? Tatsächlich, okay, und jetzt, das war vielleicht was, Freunde. Das Glashaus. Echt ein bisschen mühsam. Warum vor allem der ganze Strom und so muss ich trotzdem Kabel verlegen, also... Naja, hat es nur deswegen nicht durchgesetzt. Jetzt den noch ein bisschen weiter zurückschieben, oder geht es gar nicht mehr? Bin ich schon zurück? Weiß gar nicht mehr. Hä? Okay, aber was verpasst? Vielleicht ja jetzt. Irgendwas blockiert sie. Ja, muss man oben im Stockwerk liegen. Das kann es wohl kaum sein. Nochmal gucken. War diese scheiß Steuerung. So, jetzt müsste aber klappen, weil die grüne Tür ist zwar ein ziemlich großer Bereich, aber naja, was soll's. Ja genau, jetzt müsste es gehen. Ein bisschen mit den Farben spielen. Nein, tu's nicht, Karl! Moment, was sage ich denn da? Da, hör auf damit! Mann, ey! Ey, es wäre so geil, wenn das echt ein Film wäre, sprich Zurück in die Zukunft Teil 4, das wäre so genial, ey. Ich langsam die Krise. Okay, ich muss halt ein Rot wieder zurückziehen, Also. Entschuldigung. Hallo? Hallöchen, Popöchen. So, jetzt da, aber wir müssen langsam einen alten Doc Emmett Brown aufhalten, das wäre dann lustig. Ah, also doch. Emmett? Wo haben Sie ihn jetzt hingebracht, Doc? Tja, jetzt kommen wir Der zum... nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Wir können ja trotzdem etwas... Ja. So schnell raus hier. Tja. Ist eigentlich offensichtlich, wo er ist. Entschuldigen Sie, Mister. Ich suche einen großen, dünnen, älteren Gentleman. Vielleicht in Begleitung eines großen, dünnen, jüngeren Gentleman. Ich weiß, wen Sie meinen.
Sie sind vor nicht mal einer Minute gegangen. Wenn Sie sich beeilen, holen Sie sie vielleicht noch ein. Mais oui, einen hübschen französischen Akzent haben Sie da, mein lieber Doktor, aber leider können Sie mich damit nicht aufs Kreuz legen. Ich weiß, dass Sie da drin sind, Doc. Doc? Ja, ich bin Doktor der Meeresbiologie, aber ich verstehe nicht, was Sie, Hören Sie auf, Doc. Was haben Sie mit Emmett gemacht? Hilfe! Ich werde angegriffen! Michael, was machst du da? Du kannst doch keinen Aussteller angreifen. Du verstehst nicht, er hat Emmett gekidnappt. Der Junge ist offensichtlich verwirrt. Das glaube ich auch. Soll ich ihn an seinem Ohr nach draußen schleifen? Das wird nicht nötig sein. Weißt du, wer das ist? Das ist Jacques Dutoux vom Meeresinstitut. Nein, ist es nicht. Das Bitte, ist... sei doch ruhig. Die Expo hat es sich einiges an Mühe und Geld kosten lassen, Professor Dutoux herzuholen. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verärgern. Aber wenn du eine Beschwerde gegen ihn hast, können wir das nach der Show klären. Aber wenn du noch einmal so eine Szene machst, muss ich dich leider aus der Halle verweisen. Okay, aber ich weiß so, wo er ist. Professor Dutoux, hm? Zu Ihren Diensten. Setzen Sie Ihren Helm ab. Den lasse ich lieber auf. Die Inlandsluft tut meine Nebenhöhle nicht gut. Wo haben Sie Emmett versteckt? In der Tauchglocke? Es heißt Tauchkugel. Aha, also ist Emmett in der Tauchkugel. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Ich glaube, ich werde mir mal die Tauchkugel näher ansehen. Nicht ohne Eintrittskarte, Sir. Hey! Will der Bursche etwa umsonst reinkommen? Nein. Aufpassen, ja? Schönes Gefühl, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu stehen. Unternehmen Sie eine Fahrt in der Tauchkugel. Ihre Tauchkugel. Ich würde sie gerne einmal von innen sehen. Nicht ohne Eintrittskarte. Tut mir leid. Ich habe ja eine. Was haben Sie mit dem echten Professor Dutoux getan? Ich glaube, ich mag Ihre Andeutungen nicht. Und ich mag nicht, dass Sie Emmett gekidnappt haben. Vielleicht sollte ich die Polizei rufen und Sie aus der Halle entfernen lassen. Sie sind so kaltblütig, Dutoux. Sellerie! Naja, c'est la vie. Damit werden Sie aber nicht davonkommen. Wie man in meinem Lande sagte. Que sera, sera. Dann geh einfach durch. Ich meine, du hast ja eine Eintrittskarte. Hier ist meine Eintrittskarte. Ich will einen Blick in die Tauchkugel werfen. Das geht nicht. Was soll das heißen? Ich habe eine Eintrittskarte. Sie müssen sie akzeptieren. Entschuldigung, es ist leider die falsche Eintrittskarte. Das ist nicht Ihr Ernst. Was für ein Quatsch, ey. Ja, und jetzt? Sie müssen meine Eintrittskarte annehmen und mich in die Tauchkugel lassen. So sind die Regeln. Reichen Sie Beschwerde ein, wenn Sie ein Problem haben. Jetzt reicht's mir aber. Gut, hat eigentlich recht, wa? Algenkuchen! Schnauze! Essen aus dem Sumpf! Leckere Algenkuchen! Hey, Arti. Algenkuchen. Habe eh schon Dünnschiss. Das da in dem Tiefseetauchanzug ist Carl Sagan. Und er hält Emmett in der Tauchkugel gefangen. Das sind ja schwere Anschuldigungen. Ich muss mich darum kümmern. Gleich nach der Show. Nein, vorher, du Arsch. Mit dieser Eintrittskarte komme ich in jede Ausstellung auf dieser Ebene, oder? Sicher, das ist eine P-Eintrittskarte. Aber der Typ am Aquarium nimmt das nicht an. Da muss es sich um einen Fehler handeln. Komm, lass uns das klären. Professor Dutoux, dieser junge Mann hier behauptet, Sie haben seine Eintrittskarte nicht angenommen. Ganz und gar nicht. Ich nehme seine Eintrittskarte gerne an. Bitte auf die Leiter. Ich hebe die Tauchkugel. Mon Dieu! Was ist denn da los? Die Zahnräder, sie müssen sich verklemmt haben. Es tut mir leid, aber ich kann die Tauchkugel momentan nicht heben.
Schade aber auch. Ja, ich kümmere mich um das Problem. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen. Netter Versuch. Hallo, ich, Techne, die Muse des Fortschritts, gewähre Ihnen die Ehre meiner Anwesenheit. Was könnte es Schöneres geben als diese Expo der Wissenschaft und Technik, die Hill Valley der Welt als Geschenk darbietet, nicht wahr? Sollten Sie es noch nicht getan haben, so empfehle ich Ihnen, einen Blick auf die Ausstellung Möbel der Zukunft hier in der Haupthalle zu werfen. Eintrittskarten gibt es bei mir, Techne, am Informationsstand. So, jetzt aber schnell los, Freunde. Ganz ruhig bleiben. Die Tauchkugel ist... Zurück! Du knickst den Schlauch ab! Und was macht das, wenn sich niemand in der Tauchkugel befindet? Das ist sehr unschön. Oh, Entschuldigung. Es ist ein alter sämännischer Aberglaube. Wird ein Schlauch abgeknickt, droht Unglück. Natürlich, wenn sich jemand in der Tauchkugel aufhält. Aber Sie sagten doch, dass sich niemand darin befindet. So ist es auch. Na, Doc? Mach endlich den Knick aus dem Schlauch! Lustig. Man könnte denken, dass Sie keine Luft mehr bekommen und nicht der Typ in der Tauchkugel. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Offenbar besteht eine Verbindung zwischen Ihnen beiden. Irgendwie. Na, nimm den Helm ab, Nimm den Fuß vom Schlauch. Heben Sie die Tauchkugel, Doc. Das werde ich nicht tun. Dann tue ich auch nicht. Tja. Südtalon, die Zahnräder, sie laufen wieder. Da, sehen Sie? Es war also nur ein technisches Problem. Holen wir dich da raus. Emmett Brown! Dann ist es wahr. Hey, du da! Hey, er hat gerade seine Brieftasche geklaut. Ich glaube, er hat seine Brieftasche geklaut. Oh. Erinnere mich, kein Ozeanograph zu werden. Ich glaube, ich habe leichte Platzangst. Ich hätte da nie reingehen Ja, dürfen. wir haben alle unsere Probleme. Und jetzt zurück zu deinem Stand, Komische bevor... ist, ich erinnere mich gar nicht da reingegangen zu sein. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Glashaus mit Carl Sagan gesprochen habe. Wusstest du, dass er ein echter Wissenschaftler Hab ich ist? gehört. Was hat er denn gesagt? Er hatte so einen kurzfristigen Geschäftsplan. Alles so schnell. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Es hätte bedeutet, die Expo vor Schluss zu verlassen. Also habe ich gesagt... Sag mal, wo ist er hin? Weißt du das? Carl Sagan? Er musste gehen. Eines seiner Experimente ist in die Luft geflogen. Ah, das kenne ich zu gut. Verehrte Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin Techne, die Muse des Fortschritts, und habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen einen der brillantesten Denker überhaupt vorzustellen, der sich redlich um ein besseres Morgen bemüht. Ich glaube, das bin ich. Ich bin als Nächster dran. Aber bist du auch bereit? Ich habe keine Wahl. Hast du den statischen Akkumulator mitgebracht? Oh, richtig. Hier ist er. Super. Komm mit. Rauf da. Na, hoffentlich wird das was. Und wer weiß, einer der Apparate dieses Jungen könnte funktionieren und das Leben aller in dieser Stadt verändern. Könnte es das sein, was er uns heute mitgebracht hat? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Welt von einem Kind verändert wird. So müsste es gehen. Sind die Stehlager jetzt alle in hochgestellter Lage? Stehlager. In hochgestellter Lage. Fertig. Dann sind alle Systeme betriebsbereit. Wünsch mir Glück. Das muss ich nicht. Meine Damen und Herren, hier ist Emmett Brown! Einspruch! Einspruch, Euer Ehren!
Ich verlange, dass die wissenschaftliche Demonstration von Emmett Lathrop Brown abgebrochen wird, da er geisteskrank ist. Es ist eine klare Missachtung mir, seinem Vater gegenüber. Wo ist er? Übergeben Sie ihn mir unverzüglich. Du kannst dich nicht vom Gesetz verstecken. Aber vor dir muss der noch auftauchen. Ja, sonst noch was da unten auf mehreren Plätzen? Nö, wa? Ja gut, Freunde, wie es weitergeht mit Emmett und seinem leicht aufgebrachten Vater, das erfahren wir dann in der nächsten Episode wieder hier bei Zurück in die Zukunft, Teil 4, Out of Time. Bis dahin, tschüss.